Mit 8 hatte er sein erstes Baumhaus. Ein paar Bretter auf einer Astgabel, bei der Oma. 5 Meter hoch, sodass er in Ruhe vor den Schwestern Comics lesen konnte. Heute, 42 Jahre später, ist Johannes Schelle Baumhausbauer, einer von ganz wenigen. Sein eigenes Haus bei ihm am Tegernsee. Ja, wir haben das damals achteckig gebaut, weil wir halt runde Grundrisse oder annähernd runde Grundrisse immer ein bisschen schöner und gemütlicher finden. Passt besser zum Baum, passt besser zu organischen Strukturen und ich glaube, im Rauminneren ist es irgendwie auch ein Tick besser. Platz für 10 Menschen. Innen gehackte Fichte und oben im Schlafbereich Zirbenholz. Der Krone ganz nah, geborgen im Geäst. Der Welt da unten ein wenig entkommen. Wir glauben, dass die Bäume sich tatsächlich freuen, wenn man ein Baumhaus reinbaut. Die Bäume, die am frühesten blühen und am spätesten die Blätter abwerfen, sind die beiden Bäume, die das Baumhaus tragen. Aber es ist tatsächlich so, die beiden Bäume sind am vitalsten und vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass sie sich über Kinderlachen oder generell über die Gefühle, die wir haben, freuen. 250 Baumhäuser hat Johannes Schelle gebaut, darunter ganze Hotels. Viel gebucht im deutschsprachigen Raum, Italien und China. Vor 18 Jahren hatte er sein erstes Baumhaus ins Internet gestellt und plötzlich wollten alle eins. Dieses hier hat er nach dem 200. Auftragshaus für seine eigene Familie gebaut. Zu sehr hat es ihn geschmerzt, dass er so viele Baumhäuser hinter sich zurücklassen musste. Und er nie erleben durfte, wie es mit ihnen weitergeht. Wenn man mit Bäumen Architektur macht, dann ist es ein ständig währender Prozess. Man ist nie fertig und man gibt Kontrolle ab. Und dieses Abgeben von Kontrolle führt eigentlich zu einem Dialog mit einem Baum, der mitbestimmt, wie etwas wird. Und das ist für jemanden, der zu entwerfen gelernt hat, erstmal etwas, was ein Stück weit eine Demut von einem abverlangt, zurückzutreten und zu schauen, wie sich etwas entwickelt, was möglich ist und auch zu respektieren, wenn etwas anders wird, als man es sich selber mit dem Bleistift oder am Computer ausgedacht hat. Seit 1,5 Jahren kehren Lukas und Felix immer wieder zu ihrem Lager zwischen den Bäumen zurück, oberhalb des Fußballplatzes ihres Heimatdorfes bei Starnberg. Etwas gemeinsam schaffen, Freundschaft, etwas, das wächst. Das ist echt wunderbar. Das ist krass, so von dem Hang so runterzuschauen. Ja, und man denkt sich so, Hilfe, ist ja schlimmer als der Zehner. Man kann von dem Punkt auf Fußballfeld schauen. Zum Beispiel, wenn die halt gerade ein Fußballfeld ist, dann kann man halt schauen. Mhm. Die größte Freude? Dass es eigentlich nie fertig ist, weil dann sieht man, oh, da ist wieder eine Lücke, die muss ich jetzt wieder zubauen und es ist eigentlich nie fertig. Das ist das Coole dran. Bauen mit Bäumen, das ist Bauen mit Zeit. Im indischen Bundesstaat Meghalaya werden Brücken aus Wurzeln konstruiert. Feuchte Laubwälder, durch den Monsun anschwellende Flüsse, herkömmliche Brücken aus Holz vermodern hier oder werden von den Fluten weggerissen. Auch Stahl und Beton kommen hier an die Grenzen. Nicht aber die Luftwurzeln des Gummibaums Ficus elastica, die Jahrhunderte überstehen. Was die Technik betrifft, sollten wir die jungen Wurzeln sehr vorsichtig behandeln, ähnlich wie bei uns Menschen. Wenn wir mit Neugeborenen umgehen, sind wir sehr behutsam. Soweit ich mich erinnere, warnten uns die Älteren als Kinder immer davor, den Baum zu schneiden oder zu verletzen, da er sonst sterben könnte. Diese Bäume sind hochempfindlich. Vorausschauendes Bauen, an dem Generationen beteiligt sind. Diese Form lebender Architektur hat eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Zeitlichkeit als das, was wir bauen. Es ist einfach schlicht nicht ersetzbar. So wie jeder Mensch als einzelnes Individuum, als Charakter unersetzbar ist, so ist auch jedes dieser lebenden Formen von Architektur ein unersetzbares Individuum, was so ist, wie es ist. Und es gibt auch keine zwei, die gleich sind. Man wächst gemeinsam mit der Architektur, verbindet sich mit ihr. Der Baubotanische Turm, 9 Meter hoch. Mit seinem Office for Living Architecture erforscht Ferdinand Ludwig die Möglichkeiten der Baubotanik. Am Ende wird das Stahlgerüst entfernt und es bleibt Architektur aus Bäumen. Severin und David haben mit 12 ihr Baumhaus angefangen. Jetzt sind sie 16 und kommen immer noch einmal die Woche vorbei.
Ein paar Bretter in der Luft. Eine Welt außerhalb der Welt. Ja, so richtig viel machen kann man nicht viel oben, aber ja, ein bisschen ratschen und so, dann fühlt sich alles viel besser an. Es fühlt sich schön an, wenn man so über alles mal drüber schauen kann und einfach den Überblick hat. Man ist einfach frei dann da oben im Baum. Selbsterhebung, Aufbruch. Die Journalistin Laura Leonelli hat Fotos von Frauen in Bäumen gesammelt aus mehr als 100 Jahren. Wenn uns jemand auffordert, die Füße auf den Boden zu setzen, gibt es nur eine Antwort: Ich komme nicht herunter. Oben bleiben ist auch das Prinzip der Arbor Kitchen, ein baubotanischer Pavillon. 32 Platanen tragen ein leichtes Dach. Die Äste wachsen frei durch den offenen First, während das Bauwerk durch seine Wurzeln fest im Boden verankert ist. FC Bayern, Turm des Südens. Seit 6 Jahren arbeitet der heute 13-jährige Lasse daran. Weil ich ein großer Bayern-Fan bin, schon seitdem ich geboren bin, und es ist immer so ein bisschen ein Rivalding zwischen mir und meinem Opa. Er ist Dortmund-Fan und das macht dann immer Spaß, sich so gegenseitig ein bisschen zu triezen. Ein Baumhaus mit Stromanschluss. Bald, wenn es wärmer ist, schaut er wieder Spiele mit den Freunden. Gewöhnliche Häuser klammern sich an Fundament, Mauer, Dach. Baumhäuser sind gebaut aus Träumen. Etwas, das bleibt.